Hallo zusammen zu dieser Offline-Reaction. Wir haben ungelogen 10:30 am Abend. Ich habe den Podcast, den Privatchat-Podcast aufgenommen mit Maelo. Dann habe ich gemerkt, der Dude hat ja ein neues Video rausgebracht. Evanio. Ich übergebe Evanio das Schweizer Regenbogenglas für Unge in Klammern. Da müssen wir jetzt einfach reinschauen. Habe ich Bock drauf? Wir schauen rein. Let's go. Ich war mit dem Schweizer Regenbogenglas an einer Bergquelle, hab aus reinen Brunnen getrunken, ein Käsefondue und Also Digga, das Käsefondue, das check ich bis heute nicht, Mann. Holy shit, ist das angenehm. ein Schokoladenfondue gegessen. das ist Simon schon besser. Unge ist auf seiner Insel unglaublich heiß auf das Glas. Ich brauche das Regenbogenglas. Ein neues. Ja, wie der sagt, Digga, ich brauch's. Da, mal schauen, ob er es bekommt. Regenbogenglas. Weil Evanio ihm das Glas gestohlen hat. Mal gucken, ob er es merkt. Und heute werden wir Simon dem Glas einen Schritt näher bringen. Evanio nein. ist Anfang dieser Woche extra in die Schweiz geflogen, um mein Glas abzuholen. Digga, das ist wirklich... Ich habe Evanio selber kurz treffen mit dem Adi und dem Maelo. Evanio, den schaue ich eigentlich, seit er beim Unge war, kenne ich den. Digga, der Dude ist erstens mal huge. Der ist 2 Köpfe grösser als ich und echt mad sympathisch. Also wirklich sehr sympathischer Dude. In die Schweiz extra jetzt fliegen, um mir dieses Glas zu besorgen und es dann Simon zu bringen. dann- Wir werden jetzt das gemacht. Glas nämlich für Simon ganz schön einpacken und dann noch ein paar kleine Insider darin verstecken. Bevor wir das Glas jetzt einpacken, muss ich mich noch bei Simon entschuldigen. Im letzten Video habe ich ja Fondue aus dem Glas gegessen und wie wir alle wissen, ist Fondue nicht vegan. Und Simon hat das nicht so gefallen. Ja, aber Digga... Die Idee kommt, weißt du jetzt, dass Fondue nicht vegan ist? Maelo, du weißt, ne? Maelo, du weißt, Fondue ist nicht vegan. Oh oh. Oh oh. Regenbogenglas-Aktien gehen wieder in den Keller. Oh oh, was? Das war's an der Stelle. Digga, aber das haben wir doch können wissen, Bro. Komplett. Ich habe das Glas jetzt auf jeden Fall wieder klinisch reingewaschen und es ist jetzt wieder absolut safe zum daraus trinken. Einmal klinisch rein, bitte. Okay. So. Und dann der Käse von einem Original, genau so, Digga. Vor allem wie der Käse drin aussieht. Bauern aus der Region Gruyère vom weltbekannten Käsekamm ist das Glas jetzt noch mehr wert. So, dann geht's jetzt ans Einpacken vom Regenbogenglas. Ich pack's nicht nur in diese Packung ein, in die Original. Ist nicht umgekehrt. Soll man nicht den Boden aber... Verpackung. Die ist dann hier in dieser größeren Packung ganz zu unterst drin Mal schützen, und wird mal dann besser schützen, Simon Bro. so entgegenkommen. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen da reinpacken. Alles zeige ich euch nicht. 1, 2 kleine Easter Eggs werden dann noch drin sein für Simon. Was auf Nice. jeden Fall zur Sicherheit da rein muss, ist ein bisschen Zeitung. Ich packe jetzt auch direkt dann ein bisschen Zeitung hier ins Glas hinein, damit das Ganze nicht einfach so kaputt gehen kann. Und auch in die geschehen. Box wird ordentlich Zeitung gesteckt. So, hier packe ich jetzt ein bisschen Zeitung rein, damit das dann auch so ein bisschen besser geschützt Das ist ist. geschehen. Dann packe ich das wieder hier. Aber Bro, bin ich der Einzige, der das Glas der anderen Weg rein tut, wegen der Schwerkraft, damit es nicht, wenn er auf dem Rand steht. Zack, zack, wieder Pfeife. in die Verpackung rein und dann Abfahrt. Was in der Zwischenzeit auch noch passiert ist Folgendes. Was? Zusammen mit meinem Ehrenbruder Adi Totoro haben wir Evanio geprankt. Was? Nein, das ist nicht echt. Digga. Als nein, ist behindert. Wir haben so getan, als wäre das originale Regenbogenglas kaputt gegangen und Evanio hat es uns abgekauft. Der hat es einfach geglaubt, Digga. Ich habe noch gesehen, wie die Scherben rumgelegen sind, Digga. Der hat einfach geglaubt. Nein! Als nein, ist behindert. Nein, nein! Nee, Digga, nee. Er hat's einfach Was geglaubt. passiert? Bist du Er hat's behindert? einfach Den geglaubt. ganzen Prank könnt ihr bei Adi Totoro unten in der Videobeschreibung sehen. Und jetzt zurück zum Paket. So, ich habe das Glas jetzt verpackt. Hier oben so eine schöne Schlaufe und so. Also What the fuck? besser kann ich es nicht. Hier vorne noch ein paar Bambusstrohhalme. Passt zu Simon. Und jetzt packen wir das Ganze hier rein Okay. mit ordentlich viel Zeitung, damit das Ganze nicht kaputt Okay, geht. dude. Und damit das auch erst im Stream ausgepackt wird. Evanio? Ein kleines Easter Egg ist das da hier. Das ist ein Echtheitszertifikat. Nee, Bro. Hat er das wirklich gemacht? Internationales Regenbogenglas-Institut. 305 Bern, Bundesplatz, 3 Echtheitszertifikate. Schreibt man das nicht zusammen? Wie sind das Zertifikat Simon Wiefels übergeben zu dürfen? Digga, Maelo, Vielverdiener. Ausgestellt vom Internationalen Regenbogenglas-Institut. Und da
muss ich natürlich jetzt noch unterschreiben. So, das ist es also, das Paket für Simon Unge für den Ungeklickt-Stream. Da drüber kommt dann erstmal noch das Echtheitszertifikat. Zack. Und dann noch hier von Evanio und Milo, dass es dann nicht vor dem Stream ausgepackt wird. Und hier noch der Deckel, da drauf steht: Hallo Leute. Abfahrt. Okay, Bro. Und ich bin gespannt. Und dieses Paket werden wir jetzt an Evanio übergeben. Salut zusammen, grüß dich mal. Das ist es jetzt. Einfach nicht auf den Boden fallen mit diesem Paket. So, das ist jetzt das fertige Paket für Simon Unge. Schick. Und das Schön. können wir jetzt Evanio übergeben. Wir sind am schweizerischsten Platz, den es gibt. Am Bern, Brudi. Sehr, sehr geil. Schweizer Bundestag. Und hier, Evanio Schweizer Bundestag? ist extra in die Schweiz geflogen wegen diesem Paket. Ja, moin, ich rutsche einfach nach hinten. So, da ist jetzt das legendäre Regenbogenglas drin. Ich habe hier tatsächlich nicht reingewichst. Danke. Das ist wirklich Mühe gegeben. Das finde ich Einfach, super schön. das wird dann im Stream ausgepackt von... Ich werde es nicht anfassen sonst. Meine Güte, das muss ich zum Glück nie wieder in meinem Leben sehen. Digga, ich werde es nicht auspacken, außer am Flughafen machen wir Action oder so. Wenn sie Auge machen, dann, man kann es auspacken, aber es sollte im Stream ausgepackt werden. Holy shit. Ey, danke dir. Wirklich viel. Aber Ich glaube sogar, es ist angeschaut worden. Irgendetwas habe ich mitbekommen bei Evanio in der Instagram-Story, dass wirklich die das Päckchen schauen wollen. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt schon alles gesehen hat oder ob nur der Flughafen reingeschaut hat. hat sich die Keine Schweiz Ahnung. gelohnt? Ja, ich bin jetzt Insolvenz, aber... Digga, wirklich, auch der war da gewesen, der hat so den Kulturschock gehabt vom Geld her, der hat so viel müssen ausgeben, Bro, wirklich. Aber er hat sich auch so teure Hotels ausgesucht zum Teil. Dann hat er von mir noch wissen, wo wir zu Bern waren, ja, wo kann ich denn was Gutes essen? Also ja, hier der Italiener so, nee, ich bestelle mir dann was. Und ich so, ja, okay, Digga, den da, einfach. Ich bin insolvent. Und die Sprache hast du auch schon ein bisschen Die angenommen? Sprache habe ich auch schon langsam, so schweizerisch gar nicht, aber ein bisschen. Du hast mir vor 3 Wochen geschrieben, ey, Digga, ich brauch das Glas. Ich bin der Typ im Meme. Ich habe den Typen angeschrieben in dem Meme und habe gesagt, ey, kannst du mir vielleicht das In dem Meme. Glas schicken? Das macht mich immer noch ein bisschen fertig. Sorry, jetzt kann ich deinen Arm. Gustav. Einfach nur Hundescheiße unterm Schuh. Milo, vielen lieben Dank, danke für das Ding. Simon, falls du das siehst, ich hoffe, du hast das Glas schon oder du wirst es kriegen. Ich werde es besorgen. Nach Madeiros. Das Schweizer Regenbogenglas. Was für eine Geschichte. Jetzt hat Evanio das Glas und es liegt an ihm, das Glas die nächsten Tage bei Unge vorbeizubringen. Danke für den Sehr nice. Big Papa Support. Ich glaube aber, wir sehen uns noch. Ein kleiner Teaser, aber hey, sehr, sehr geiles Video, super geschnitten, sehr, sehr nice. Also was mit diesem Glas noch passieren wird, es wird huge. Ich bin kein Teil davon, aber was man hier und da mal gehört, es wird huge. Wirklich sehr, sehr nice, vor allem geil geschnitten von Maelo, hure geil, 5 Minuten, sehr, sehr knapp. Da bekommen wir wieder Bock auf YouTube-Videos zu machen. In 6 Monaten, Digga, wahrscheinlich. Hey, merci vielmals fürs Zuschauen von dieser Reaction. Wir hören, sehen uns wie immer am Sonntag, am 7:30 und bis dann. Kuss. Kuss!